der Qualifikationsrunde. Es ist noch alles drin. Die Zuschauer sind im Stadion und freuen sich auf eine packende Partie. Und die erwarten wir, Sebastian, auch. Ja, ganz klar. Und die Trainer natürlich ebenfalls. Und wenn wir mal sehen, wer da unten alles auf dem Platz steht, was für Stars, was für Techniker. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich richtig auf dieses Spiel, Tom. Denn wenn die das zeigen, was sie in ihrer bisherigen Karriere schon alles geleistet haben, dann wird das ein richtig gutes Fußballspiel. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torhüter, diese Flanke. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. Nur raus damit, einfach weg aus der Gefahrenzone. So, jetzt hat er Platz. Er überlegt jetzt, flanke ich nicht. Achtung, jetzt brennt's. Ja, der Ball war im Tor aus, ganz klar, und das muss jetzt Abstoß geben. Klasse Kopfball. Ja, und wenn es spielerisch mal nicht läuft, dann kann man es auch mal mit einem Distanzschuss probieren. Ja, wenn er den Ball jetzt noch aufs Tor ziehen kann, dann wird es erst recht gefährlich. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Ja, und das ist schon klasse, wie er das macht. Ja, den muss er als guter Torhüter auch haben, den Ball. Und daraus könnte was werden. Langer Abschlag auf die Außenbahn. Tja, wenn sie es der Verteidigung so leicht machen. Also, wenn das kein brutales Foul war. Aber es gibt noch nicht mal eine gelbe Karte. Es gibt nur Freistoß. Das wundert mich. Oh, das war ein böses Foul. Und was macht der Schiedsrichter? Er lässt weiterlaufen. Das gibt's doch nicht. Und vorerst ist die Gefahr gebannt. So, schönes Zuspiel, vielleicht die Chance jetzt. Der Ball ist im Tor aus, logische Folge, Abstoß. Das wird gefährlich. Riesenmöglichkeit. Super Parade des Torhüters. Gut gehalten vom Torhüter. Und das ist ja fast schon peinlich für den Spieler, der diese Chance vergibt. Ja, jetzt könnte sich was entwickeln. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeige ich da eine Karte oder nicht? Der Schiedsrichter sieht natürlich, dass der Spieler sich verletzt hat. Und deswegen zeigt er gelb. Ja, da kann ich ja sogar von Glück reden, dass er für dieses Foul nur gelb sieht. Das war ein richtig böses Foul. Und es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt. Keine Möglichkeit. Warum? Der Torhüter steht genau richtig. Bloß weg mit dem. Das wird sich der Torwart gedacht haben. Unglaublich, wie er sich hier durchsetzt. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Eine unfaire Aktion, die mit der gelben Karte bestraft wird. Schon wieder eine gelbe Karte für das Team. Also die Mannschaft muss sich jetzt aber allmählich zurückhalten. Die Mauer stand goldrichtig.
Und das war schon klasse, wie der Torhüter das macht. Klasse, wie er den spielt. Jetzt müssen sie schnell umschalten von Defensive auf Offensive. Achtung, genau in den Lauf. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Und mit breiter Brust kommt er da an den Ball. Ganz sicher geklärt. So, den muss er jetzt verwandeln. Herrlich platziert. Wunderbar, einfach wunderbar, ein wunderschönes Tor. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Und mit solch einem Ball kann man eine Abwehr in Verlegenheit bringen. Schöne Aktion über mehrere Stationen. Jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Schauen wir mal, was er aus dieser Situation macht. Klare Entscheidung des Schiedsrichters, das muss Abstoß geben. Immer wenn die Abwehr gefordert ist, dann ist sie da. Der Halbzeitstand hier 1:0. Ja, das ist ja wirklich schade. Da kommt man ins Stadion, auch die Zuschauer, und man erwartet ein schönes Fußballspiel. Viele Chancen, viele Tore. All das war es noch nicht in der ersten Halbzeit. Also wir hoffen, wie Sie wahrscheinlich auch, auf die zweiten 45 Minuten. So, von uns aus kann es wieder losgehen, hinein in die zweite Halbzeit. Oh, das sieht gut aus. Und kein Abwehrspieler hat da bei diesem, jetzt hat er den Platz. Und der passt genau in den Knick. Oh, was war denn das für ein Ding? Unglaublich. So, jetzt sind wir mal gespannt, ob der Trainer reagiert. Normalerweise muss er die Abwehr jetzt ein bisschen umbauen, denn der hat ja schon 2 Tore erzielt. Ja, ein schöner Pass. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ein Angreifer war zuletzt am Ball, deswegen Abstoß. Ja, und die langen Bälle, die kann er natürlich spielen. Da hat er Übersicht, da hat er ein Auge für. Und zu Recht unterbricht der Schiedsrichter die Begegnung hier mit dem Freistoßpfiff. Warum um alles in der Welt gibt es für ein derart brutales Foul keine Karte? Ah, das könnte eine gute... So, jetzt kommt die Flanke, aber genau auf den Torwart. Ja, bloß weg damit. Aber der Abwehrspieler rechtzeitig zur Stelle. Na, vollkommen überhastet dieses Zuspiel. Naja, der Verteidiger freut sich. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Der Ball war ganz woanders und der Schiedsrichter gibt gelb. Und der Spieler kann froh sein. Da hätte man auch über Rot nachdenken können. Herrlicher Pass. Ja, ich glaube, da hätte er ohnehin keine Chance gehabt, aber er stand halt auch im Abseits. Und hier sieht man in der Wiederholung die Abseitsstellung nochmal ganz deutlich. Er gehört zu seinen Stärken, das Kopfballspiel. Oh, klasse, der lange Ball. Ja, das Kopfballspiel, das beherrscht er wie aus dem Lehrbuch. Ja, und sie haben sich den Ball schön wieder zurückerobert. Kann er die Möglichkeit nutzen?
So, die Gefahr erstmal wieder vorbei. Der Ball ist geklärt. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat, den Ball noch abfälscht. Und schon gleich wieder den Ball verloren. Und jetzt muss er schießen. Abgewehrt, aber das könnte noch was geben. Und ganz weit nach vorn gespielt und der Ball kommt auch noch an. Ja, das ist doch überhaupt kein Problem für einen Keeper. Schwache Flanke. Ja, und damit ist der Ball erstmal weit weg von seinem Tor. Der Trainer nimmt die erste Auswechslung in dieser Partie vor. Sauberes Kopfballspiel. Ich habe von hier oben gesehen, dass sich doch eine Reihe von Spielern da am Rande der Seitenauslinie warm machen. Und, da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornehmen wird. Ja, steht mindestens eine Auswechslung bevor, ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. So, jetzt wird... Und der geht rein! Und der geht rein! Und das ist jetzt hier der Auslöser für den grenzenlosen Jubel auf den Tribünen. Das ist doch perfekt gemacht, den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Und jetzt fragen Sie sich hier im Stadion, klappt das noch? Klappt das noch mit dem Ausgleich? So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da im Spielfeldrand doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einen Einsatz vor. Da sieht er die Lücke. Ja, man kann es doch mal probieren. Ja, den hat er vielleicht nicht voll getroffen, deswegen geht der Ball klar am Tor vorbei. Und sie versuchen immer noch, die Führung weiter auszubauen. Der Trainer wechselt aus. Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. Und der ging ganz knapp vorbei. Gute Einstellung. Sie geben sich nicht mit der Führung zufrieden, sondern sie wollen hier frühzeitig alles klar machen. Es ist gut zu erkennen, dass sich die Spieler da für einen Einsatz bereit machen. Noch jenseits der Seitenlinie. Das wird sich gleich ändern. Der Trainer wird mindestens einen frischen Mann bringen. Klug gespielt. Das wird eine Gelegenheit. Achtung jetzt. Und da ist der Schlusspfiff und damit haben sie erstmal das Hinspiel gewonnen. Und schauen wir mal, ob der Gegner im Rückspiel nochmal zurückkommen kann. So, liebe Zuschauer, das war's von unserer Seite. Tschüss und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.